Industrieforschungsgeschwindigkeit hat, ist der für Ingenieurforschung? Oder gibt es noch spezielle Industrie nachher? Staatskunst gibt es auch noch. Ich weiss jetzt nicht genau, wo du bist und was du meinst. Ja, ist okay. Warte, ich habe einen neuen Typ rekrutiert. Wie du ihn da jetzt ändern? Okay, aber dann musst du den natürlich in dem Forschungsgebiet einsetzen, damit er dort den Bonus übertragen kann. Ja, ich weiss, und das würde ich gerne machen, aber ich weiss gar nicht wie. Dann musst du wahrscheinlich in die Forschung, das wäre auf der linken Seite. Ja, ich finde es Forschung. Genau, und dort das Forschungsgebiet auf das Porträt vom Wissenschaftler klickst, da kannst du die Auswahl über Werte einsetzen. Sieht bei mir lustigerweise sehen alle genau gleich aus. Interessant. Da habe ich... Mist, die hat es jetzt gleich gebraucht, das zweite Schiff. Verdammt, wieso habe ich auf dich gelost? Okay, ich sag nichts mehr. Du bist ein Sack, jetzt habe ich es schon zerstört. Ich lasse nie mehr auf dich. Okay. Aber kannst du mir erklären, wie man... So, komm da rüber. Wie lange brauchst denn du jetzt noch, um da das Ganze zu machen? Nicht mehr lang, I see. Also wenn ihr schauen wollt, was die Forschungsschiffe noch so in der Queue rein haben zum machen, könnt ihr im Outliner beim Forschungsschiff links neben dem Status-Symbol auf das Schiff-Icon fahren und dann seht ihr, was er alles in der Pipeline hat, das er abarbeiten muss. Anomaly found. Du kannst mehrere Sachen in Auftrag geben? Nein, aber du siehst zum Beispiel, wenn du sagst, er soll ein System erforschen, dann muss er ja jedes Objekt in dem System erforschen. Und dann siehst du, was er noch alles erforschen muss im System, bis er fertig ist. Mit links drauf, oder muss man Einfach drüber fahren mit dem Cursor. Ja, genau. Ja, okay. Also du siehst unter den Fortschrittsbalken. Und links vom Fortschrittsbalken musst du ein bisschen und runter. Es hat jetzt zwei so Felder, die du reinfahren kannst. Unten ist auf das Schiff selber und oben ist, was er noch machen muss. Okay, I see. Ich nerv mich einfach wirklich gerade, dass ich das zweite Konstruktionsschiff aufgelöst habe. Wollen wir nochmal anfangen? Ja, unbedingt. Warte, ich habe doch da nochmal so einen unnötigen Planet. Da. Ja, ist gut. Ich sehe schon, das Spiel ist ein Spiel, das man wirklich eine Zeit lang gespielt haben muss, dass man ein bisschen rauskommt. Was habe ich eigentlich da noch? Verstehe jetzt nicht, jetzt steht beim Planet 2 Energiecredits. Aber wenn ich den Rechtsklick drauf mache mit dem Konstruktionsschiff, kommt eine Bergbaustation bauen. Dann hast du aber schon die... Nein, habe ich nicht. Okay. Construction complete. Ja, ich habe nicht zugelassen. Was meinst du? Ich habe jetzt einen Planet, also beziehungsweise einen M-Stern. Und einen neuen? Steht 2. Also du hast im neuen System hast du einen neuen Planet, der noch nicht besiedelt ist. Ja, den kann man gar nicht besiedeln, genau. Und unten dran steht, ist das System 2. Unten dran sind 2 Energie. Du bist jetzt in welcher Ansicht? Auf der Galaxiekarte oder der Systemkarte? Auf der Systemkarte. Und jetzt, wenn ich Rechtsklick auf ein Ding mache mit dem Konstruktionsschiff, kommt nur Bergbaustation bauen, wo wir... Du hast das System noch nicht in Anspruch genommen, richtig? Mal habe ich, mal. Ist gut, ist alles gut, ich habe es nur falsch interpretiert. Es ist gut, es funktioniert. Bergbaustation heisst ja nicht Ding abbauen, sondern irgendetwas abbauen. Richtig, Bergbaustation ist Energie für Forschung, was auch immer. Ja, genau. Ja, ich habe das... Für mich war Bergbaustation da die roten Diamantenmineralien. Du, da hat es aber recht viele Planeten rum, die einfach karg sind, die du nicht für nichts brauchen kannst. Also das gibt recht viel davon. Ich habe gemeint, wenn Terraforming
Ja, das entwickelt hast. erforschen oder so. Ja, das kommt Ja, dann das geht irgendwann um mal. das Moment, oder? Ja. Nicht gerade heute. Da wirst du vorher dem Kokinat seinen Wunsch von einer Schlacht erfüllen können. Ja, der wird auf die Zähne und das ist jetzt zum Valaray überwechseln, wird das wahrscheinlich spannender wird sein, was bei ihm dort abgeht. Aber das ist egal. Das darf er und das soll er auch. Also der Valaray macht uns Konkurrenz, das geht ja gar nicht. Könnt ihr ja nicht absprechen. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Nur am Vollmondstream können wir uns absprechen. Der ist übrigens am Donnerstag, einfach, dass ich es erwähnt habe. Du, das sind alles Scheiss-Systeme, die ich da um mich herum habe. Finde ich gar nicht cool. Nur schnell AFK. System survey complete. Da, das sieht einigermaßen nach etwas aus. Ein bisschen Wissenschaft. Geschmolzene Welt. Super. Ah, der Mond gehört zu der geschmolzenen Welt. Und den haben wir noch nie erforscht. Alright. Ach, ich brauche noch so ein Forschungsschiff, das geht mir zu langsam. Und... da kannst du sicher auch noch irgendwie upgrade. Für das brauche ich Legierungen und so weiter und so fort. I see. Oh, das ist ja recht... Holy shit, das ist ja recht umfassend. Das Ich habe im Fall auch schon überlegt, ob ich mir so ein Konstruktionsschiff so bauen, abgesehen davon. Also was ich auf jeden Fall gemacht habe, ist... ich habe meinen Heimatplanet automatisch Construction complete. Sachen machen, weil sonst wird es zu viel für mich. Einfach was ich mache, sind Gebäude selber bauen. Aber was ich noch nicht gecheckt habe, wie ich kann da mehr Distrikt machen kann. 12 von 17, aber... okay. Ödland. Ausufernde Slums. Große Flüsse. Schön. Das klingt doch super. Aha. Okay. Ist jetzt das Forschungsschiff schon Situation log gemacht? updated. Echt? Dann muss ich nochmal so einen Anführer haben. Gut, hast du auch mal ein Forschungsschiff gemacht? Ja. Ich immer alles ins Karren an. Für geringes Höchst. Aber nochmal, wie man die Bevölkerung schneller steigert, wissen wir noch gar nicht, oder hast du das herausgefunden? Am Anfang läuft es mega langsam, aber es gibt so verschiedene Forschungszweige, die du kannst haben, die das beschleunigen tun. Es gibt noch so, ja genau, es gibt noch so Entscheidungen, die du kannst machen. Planetenwachstum fördern, genau. 1000 grün. Was ist grün? Nahrung. Nahrung. Ja, also Nahrung habe ich mehr als genug. Ich glaube, meine Leute essen nicht oder ich produziere einfach wie viel. Wie viel ich zwar da produziere? Also ich habe 513, wie viel hast 1400. du? Oh, krass. Ich habe über 1000. Leck, das bist du noch für so langes Volk. Die fressen einfach zu viel, das sind sicher alles so viel. Aber es gibt im Fall in der Sozialforschung gibt's verschiedene Dinge, wo das Wachstum steigern. Aber es ist halt das Gemächsspiel am Anfang. Wirklich, du jetzt kannst du ein bisschen chillen, ein bisschen easy und so, gehst eins rauchen. Wo ist das gewesen mit der Forschung? Wo ist das gewesen mit der Forschung, mit der Sozialforschung und so? Linke Seite, Ja, Tradition. Technologien. Technologie, jetzt, okay. Und da sehe ich, wie weit ihr sind. Da sehe ich es. Die sind nie. Okay. Ja, wahrscheinlich hat noch niemand etwas erforscht.
Gut, habe ich wieder irgendein Konstruktionsschiff zum Beispiel, wo nichts macht? Hä? Geh jetzt da hin. Hast jetzt du da das gebaut? Ja, okay, sehr gut. Aber da ich da sonst gar nichts habe und es gar nichts bringt, gehst du schnell wieder retour und machst mir das da noch. So, jetzt mal noch ein Hinweis, wo ich immer drüber gehe. Oben, fast rechts, haben wir so ein Symbol, Rechtsausbreitung. Das ist in so ein Kreis mit so 3 Pfeile, die daraus rausgehen. Oben fast rechts. Oben, ja, es ist etwa in der Mitte von der... Ah, ja, genau. Rechtsausbreitung, ja. So, das hat ein Limit. Ihr verbraucht Punkte durch Distrikt, durch System, das ihr kolonisiert, durch Kolonie und durch Bewohner. Gibt jetzt mal zusätzliche Punkte. Und wenn ihr das Limit erreicht habt, dann gibt es Malus. Und das hast du schnell erreicht. Und das ist im Moment das für mich ein bisschen frustrierend am Spiel, dass du irgendwie gar kein grosses Reich bauen kannst. Weil du zuerst musst was machen? Weil du auf schnell dem Verwaltungslimit bist. Ich meine, jetzt baust du einen neuen Distrikt, zusätzlichen Punkt. Du kommst einen neuen Bewohner über, zusätzlichen Punkt. Und ich bin im Moment schon bei 35, bei 55, das heisst, ich habe da 20 Punkte. Und jedes System, das ich jetzt neu kolonisiere, mit Wachstum und allem drum und dran, generiert zusätzliche Punkte. Also ich bin bei 35 von 40. Ich bin bei 31 von 52. Kommt auch wieder darauf an, was du natürlich für Perks gemacht hast, durch deine Völker und so. Aber wie kann ich denn das ausbreiten? Also dann muss ich ja mega gut überlegen, wo will ich denn mich überhaupt wirklich richtig ausbreiten? Das ist das, was ich im Moment wirklich nicht verstehe. Weil sobald du auf eine KI stossest, merkst du, die hat ein grosses Reich und ich habe keine Ahnung, wie das macht. Oder du machst es einfach und nimmst den Malus in Kauf. Okay. Das werden wir gemeinsam herausfinden müssen. Ja, also weißt du, meine Nachbarsysteme, die sind alle recht scheiße. Also ich habe jetzt eins erschlossen, aber nur weil es gerade irgendwie wieder ein bisschen Energie gegeben hat, dass ich genügend Energie habe. Also ich glaube, strategisch macht es Sinn, wenn du ein bisschen dort kolonisierst und deine Zutritt in deine Systeme oder deine Welten abklemmen kannst. Oder dass du ein bisschen strategisch platzieren tust. Oder wo es eben ein geiles System mit viel coolen Ressourcen hat, ist im Moment so meine Strategie. Aber alles einfach sinnlos voll zu poppen im Moment. Mit dem Verwaltungslimit. Gut, und wie ja das mit dem Distrikt, wie kann ich noch einen Distrikt jetzt zusätzlich machen? Das habe ich immer noch nicht gecheckt. Da musst du aufpassen, brauchst du wirklich einen? Nein, ich will einfach einen. Weil er schafft neue Jobs und wenn du neue Jobs heisst, dann muss irgendwo ein Arbeiter herkommen, musst du von irgendwo anders zuteilen. Wenn du einen willst, dann klickst du einfach auf den Distrikt, blau, gelb, rot oder grün und dann kommst du auf der rechten Seite kommst du das Baufenster drüber. Wieso komme ich da nicht weiter mit dem Schiff? F-Stern. Ah, da komme ich weiter. Okay, aber da will ich nicht hin. Da komme ich nicht weiter. Da komme ich weiter. Also du gehst halt da durch. Ah, du musst jetzt dort durch? Ah, du verdammter Sack. Nein, mach das nicht, dann gehst du da hin. Du machst auch einen verdammten Umweg. Wieso gehst du nicht einfach da rüber? Wieso machst du da so einen verdammten Umweg? Okay. F-Klasse, das heisst, ich brauche gröbere Schiffe, damit ich da kann das da erforschen kann. Okay. Nein, eigentlich kannst du alles erforschen. Nein, kann ich nicht. Anomaly found. Es gibt keine Route, Construction auf der complete. die ausgewählte Flotte dieses System erreichen könnte. Klasse K-Stern. Ja, aber du kannst einfach nur diesen Linien nachfliegen.
Ja, aber es zeigt mir eben die Linie gar nicht da hinten an. Ja, das wird der Grund sein, warum du nicht anfliegen kannst. Aber Weil es das einfach ist- keine Verbindung gibt zu dem Planeten. Also, das ist doch einfach unlogisch. Nein, eigentlich nicht. Nein, Skara, erklär's ihm. nein, ist gut, ist okay. Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, nein, also ich Was sehe soll ich lasse nicht zu, ich bin am Zocken so. ich sehe teilweise Ja. auch Mach einfach etwas. einfach Sterne in meiner Nachbarschaft, wo aber keine Verbindung an besteht. Und du kannst nur diese Ja, ja. Verbindungen anfliegen. Ja, das ist so. Entsprechend unser kannst du Game. halt Logik. nicht zu dem... Dann erklärst du ihm! Nein, es ist gut, das ist im Fall völlig okay. Es ist gut, ich verstehe einfach nicht, wieso dass es da keine Verbindung hat. Das ist das Einzige. Ja, weil das halt von einem anderen Bereich von der Galaxie angeflogen wird. Ja, wieso kann ich nicht von dieser Seite nehmen? Von der Vielleicht ist es extrem mega krass weit weg. Du hast ja 2D-Karten vor dir. Danke, Simon. Okay, ist gut. Ich stelle mir einfach vor, dass hat der Trump hier einen Mauer gebaut und... Genau, ganz genau, der Trump hat dort den Mauer gebaut. Oder Genau weißt du, so ist es. romantisch ist es ein schwarzes Loch oder so. Ah, das könnte natürlich sein, dass ich hier in einem schwarzen Loch gelandet bin. Ah, ist gut. Okay, ist gut. Wieso komme ich jetzt da nicht rein? Oh, kann ich mit dem Valorey spielen? Nein, ist schon gut, ist im Fall okay. Warte, ich habe aber eigentlich etwas ganz anderes. Ich wollte schauen, was ist das da? Ah, ich kann eine neue Tradition machen. Ah, sehr schön, okay. Tradition Ländlermusik. Aha. Das mit dem Reichsausbreitung finde ich echt gerade oberbeschissen. Das ist Richtig. mega scheisse. Und genau das ist der Frustrationspunkt in jedem von meinen Spielen bis jetzt gewesen. Und ich versuche herauszufinden, ob ich das kann erhöhen kann. Und ich komme natürlich googeln, das ist schnell einfach. Ja, das demotiviert mich gerade mega. Mhm, kann ich. Also da ist irgendwie das Game dumm. Aber ich glaube, das muss irgendwie erhöhen können. Es kann ja nicht sein, dass du auf das fest... Ja. Also du wirst das ganz sicher können erhöhen. Die Frage ist, wie? Also ich weiss, es gibt gewisse Perks, wie zum Beispiel Pazifismus, wo das erhöhen tut. Aber okay, dann hast du, sagen wir, anstatt 50 hast du 70 und mit 70 kommst du auch nicht weit. Konsumgüter, Grundproduktion, Forschung. Hey, geil, ich habe ein Holo-Theater. Das ist ja cool. Yeah! Da wird alles schön theaterisiert. Und zwar virtuell. Was ist komplett? Nicht so schlimm, wenn es überschlitt ist und quasi Scheiß drauf. Also es gibt einen Malus und der wird immer höher, oder? Und da ist Scheiß Ja, drauf. aber es ist nicht so tragisch. Aber du kannst doch einfach so Verwaltungsbüros bauen, dann sollte doch das raufgehen. Ja, mehr Bürokrat einstellen, wie bei Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ja. So die geile Bürokratenrasse. Nein, halt nicht das Konstruktionsschiff, ich will gerne den. Also der Rat im Internet ist Scheiß drauf. Scheiß drauf. Ja, weißt du, es kann schon sein, wenn der Malus so überhaupt nicht ins Gewicht fällt. 6, 2, 10. Aber also das gibt alles eigentlich nichts. Ich bräuchte mal ein richtiges geiles System da. Hallo. Die Systeme, die ich da rund um mich herum habe, die sind einfach nichts. Wirklich. Ja, was Mein heisst nicht? Kolonieschiff geht los, mein Kolonieschiff geht los. Wir müssen erst bauen. Ich habe Ja. noch nicht mal eins gebaut, weil ich wüsste nicht, was besiedeln momentan. Ich habe, also weißt du, mein bestes System um mich herum hat 2 Energie und 10 Mineralien. Oh, das ist doch ganz solid. Findest du das solid? 10 Mineralien ist doch cool. Also so etwas habe ich im Fall nicht, hör auf Jammer. Hallo?
Was erwartest denn du für ein System mit 50 Energie, 300 Mineralien oder was? So ungefähr, ja. Okay, aber wenn das in dem Fall solid ist, dann muss ich auch mal anfangen kolonialisieren. Ja, du hättest einen Planeten, wo du etwas drauf tun kannst. Das Ich ist glaube, gut. entscheidender ist im Fall, wie gut das der Planet zu deinem Volk passt, wo du kolonisieren willst. Ja gut, das siehst du ja, wenn der Planet grün ist, dann ist es... Ja, genau. Jetzt gehört es zu deinem Planetentyp, wenn er gell ist, hast du gar noch nicht erforscht. Das siehst du, sobald du einen Planet hast. Also mein Scheisse. Volk steht zum Beispiel auf Alpine-Planeten. complete. Also, das heisst, der ist gar nicht tauglich für mich. Ah, super, okay. Was ist denn für ein Planet? Mekura heisst er. Wenn das was du wissen. Nein, was er für ein Typ ist. Aha. Wo sehe ich das? Kannst einfach, Klasse A-Stern. ein Stern ist aber kein Planet. Ein Stern ist ein Stern. Dann haben wir hier Karte Welt. Nein, da Du kann siehst, wenn du auf der Galaxiekarte bist, Ja, hat ja, so ein grünes Ding nebendran. ja, und den kann ich gar nicht. Ich kann nur in dem scheiß Ziamon mich niederlassen, wo ich nur 2 Energie habe. Ja, aber das Zeug ist global. Nochmal. Ja, aber ich muss mich da hinlassen. Also ich muss mich da Also- niederlassen. Oh, was ist das? Anomalie. Wenn ich mich überhaupt nicht mehr niederlassen, dann muss ich da. Ich habe gar keine andere Möglichkeit. Warte, ich schau mal bei dir im Stream. Eieiei. Ja, ich habe nur ein potenziell bewohnbar. Nur ein einziger Planet, der potenziell bewohnbar ist. In all dem Zeugs, das ich momentan erforscht habe. Ja, aber du kannst natürlich auch andere Systeme ohne Planet, oder? Wenn es interessant ist. Warte, ich schau jetzt mal bei dir. Also, schau du mal, ich nehme einen schnellen Schluck Bier. Das ist eigentlich auch ein solider Plan. Müssen wir zuerst mal das Hier so? Bier holen. Okay, anscheinend ist es doch nicht immer gleich. Also, du bist in Salzen. System survey complete. Genau, Du hast in Ziamon hast du einen Planet, wo du kannst besiedeln. genau, das habe ich ja gesagt. In Antakram, das ist ein, fahr mal auf der rote Planet dort, bei Antakram oben. Auf der Planet. Nicht auf der, nein, auf der Planet fahren. Auf der roten Planet. Das rote Planetensymbol. Drauf fahren mit der Maus. Das ist eine Ozeanwelt. Kannst du nicht besiedeln, weil du stehst auf was für Planeten? Wüste. Ja, macht Sinn. Gut. Noch ein bisschen rauszoomen. Da hätte ich gern. Dann ist Da hätte Griban ist sicher schön. Antaron hat anscheinend gar nichts. Wieso ist das rot dort? was? Antaron? Wo? Welches Antaron? Construction Hantaron, complete. da. Ah, das habe ich schon. Das habe ich da schon. Aber da kann ich nicht siedeln. Da kann ich nie siedeln. Da habe ich einfach nur zum Ressourcenabbau Ah, okay. habe ich- Moment, ich werde angegriffen. Langsam. Was? Du wirst angegriffen? Das ist ja gut. Soll ich eine Dann- Pause machen? Gerne, ja. Warte, jetzt habe ich überhaupt völlig die Übersicht verloren, was mir abgeht. ja, das ist gut, das ist wunderbar. Aber das bedeutet, ich tue mal schnell meine Militärflotte. ein bisschen- Mein Forschungsschiff wird von Alienschiff angegriffen. Aber es sagt dir ja. Gibt so Zeug. Da. Warte mal, was sind das für Alienschiffe? Wow, leck doch mir! Das ist ein System, das hat 4 Sternenbasen mit Flotten über 2500 Kampfstärke. What the fuck? Du Das sind, kommst eins auf die Nase. das sind auch so Kristallwesen? What the fuck? Soll der meine 3 Schiffe... Ja, unbedingt. Okay, ich meine, die sind passiv in dem System. Dort hat es eine Gaia-Welt, okay.
Okay, jetzt tut mein Forschungsschiff einen Notwarpsprung einleiten. Oh, das ist natürlich cool, wenn du den Planet besiedeln kannst. Wow. Also Kokinato, wenn du bei mir schaust, dort hat es voll Action. Wie kann er bei dir schauen? Also weißt du, da kann er nur auf YouTube dann später, So oder? in einer Woche, ja. Sehr gut.